So that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970 and Zane went down with the island. Okay, willkommen zurück. Ich bin Dani Vega von Spiegelwelt.ch und das ist Alan Wake Teil 9. Und mal schauen, wie lange ich heute die Ausdauer habe zum Spielen. Wenn ihr euch noch erinnert, ist letztes Mal Showdown mit dem Entführer von der Alice. Dann hat's also auf dem Lovers Peak hat es einen Showdown gegeben, dann ist er abgestürzt. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. Ja, und genau, und dann sind wir dort abgestürzt von der Aussichtsplattform und der Entführer ist entkommen. Follow me. It's not far. Ja, schon gut, ich muss schnell mit den Zuschauern ein bisschen reden. Genau, und dann habe ich seine Waffe geschnappt, aber ihn aus den Augen verloren und bin jetzt auf dem Weg zurück gewesen. Ja, ist gut. Und shit. So mühsam Sieg, wenn ich die ganze Zeit unterbreche und jetzt verliere ich den Faden. Genau, wir sind zurückgegangen, sind zum Ferienhaus zurück, wo wir den Barry getroffen haben, und der Barry ist von wahnsinnig gewordenen Vögeln heimgesucht worden, also irgendwelche Krähen oder so, wo ich nach Hitchcock-Manier, ja, wo nach Hitchcock-Manier eigentlich ums Haus herumgeflogen sind. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag. Ja, mal schauen, was heute passiert. Also ich bin jetzt unterwegs zu der Rose, die vorher im letzten Teil. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, Oh, and she had some kind of a breakdown. Okay. Du, beweg dich mal. Sie ist eh nicht dumm, also... Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Ja. Wenn das überhaupt noch möglich ist. Stiefel. Ja, ich glaube... Ah, da ist sie ja schon. Rose? Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Wieso merken die zwei nicht? This is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Barry! What? Gar nicht gut. What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. Whoa. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I
can't tell reality from dream anymore. But it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Oh, the berry. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Okay. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Oh, Army Rose. I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Aha. There was no time to waste. Okay, das heißt, ich habe jetzt den Glino Polizei am Arsch. Get to the car, okay. Wieso ist es eigentlich immer dunkel? I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, hi, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I ain't the way you are, but, well, I can't sleep either. Okay. Oh, Kaffee. Das Hurra-Boot, hey, echt. Randolph. Ah. Und der Randolph sagt nur so, ja, es bräuchte einen Tornado, um das Boot zu bewegen. Aber es ist jetzt halt mal da und okay. Da müssen wir keine Gedanken mehr daran verschwenden. Okay, also hier ist die gleiche Latte abgebrochen wie bei der Rose. Oh, Randolph. Das gefällt mir gar nicht. Oh, you're gonna get it now. Ah, shit. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slade! Whoa, whoa, whoa. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on! Das war der Abschnitt. Fuck. Wo in der Manuskriptseite gestanden sind vom Agent Nightingale, der mich verfolgt. Das heisst, ich bin wieder mal im Wald. Und das mal mit Taschenlampe und ohne Knarre, das ist sehr ungeschickt, ungünstig vor allem.
die hure Rose, die tut mir irgendwie mega leid. Ich weiß auch nicht. Fans jetzt sogar einen... Wow, shit. Hey, shh. Hör ich auf, fetzen, Mann. Ah. Da oben ist jemand. Ja, ist gut. Ah. Oh, damn. Hey, shit. Sie sind hartnäckig, die verdammten FBI-Agenten. Was ist das? Eine Skriptseite. Ja, für das haben wir doch immer Zeit. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Ah, ja, jetzt nimmt das Ganze langsam Gestalt an. Irgendein Dark Presence. Oh, fuck, jetzt wird's ganz lustig. Wow. So irgendein böses Wesen, das Aufmerksamkeit und Shit und Ruhm will und schnappt sich einen Schriftsteller, um sein eigenes egoistisches Ziel zu erreichen. Shit. Sorry. Los, lauf! Shit. No shit. Oh, ciao, Licht, kein Licht mehr. Holy. Ja, ich glaube, das erklärt auch. Everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Ja, jetzt erklärt es auch, wie das Boot dort in den Trailerpark geflogen ist. Wo ist der Helikopter? Irgendwo da hinter dem Berg. Wow, nein, nicht hinter dem Berg. You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! Nee, vergiss es. Sicher nicht. Holy. Nee, kein Vögel. Oh. Okay, er ist mal weg, das ist mal gut. Gut, los. Hopp. Und vielleicht finde ich da noch etwas. Lalala. Oder da oben. Ja, für das haben wir doch schon schnell Zeit. Schräg.
here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Ist doch immer so Polizeifunk rüber. Come on! Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in and take a look at Rose. Okay, alles klar. Also die lokale Polizei hat jetzt offenbar Rose und Randolph I imagine that gefangen the genommen. broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Maine? Was ist jetzt der Maine? Wow. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without light. Ja. Also, wo ist die Taschenlampe, die ich suche? Da hinten ist Kaffee. Haha. There was no power to the searchlight. Damn it. Jetzt gehen wir doch den Generator anschauen. Und da. Ja, wenn es auch nicht so einfach wäre, hey. 3-mal ziehen. Und Licht. Also tun wir den mal einrichten. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Okay. Ja, der alte Militärtrick. Wieso ist... Wenn es mit Gewalt nicht geht, geht es mit mehr Gewalt. Ratsch. Oh. So. Mal schauen. Radio Station. Was ist die irgendwo da außen? Das hat jetzt irgendwie gar nicht gecheckt. Oh oh. Ah, wieder so ein Skate. Okay, ja, das... Nein! Ach so, jetzt denkt man, da kommt mir irgendetwas entgegen. Ja, das geht noch. Das ist eine Lampe. Das ist doch schön. Shit. It took me a moment Holy to shit. recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Instant Kill gegen Taken. Was ist da hinten? Ja, da wär's. So geht's. Und zwar relativ einfach. Sind das Polizisten gewesen oder sonst jemand? Sind die nicht ausgesehen wie so Feuerwehrmänner mit ihren Helmen? Ja, ich würde sagen, Deputy, nein, sind tatsächlich. Was verwünscht? Ja, sehr gut. Zum Glück machen mir die Jahre Flashbangs nichts. Das ist noch angenehm. So, Licht, bleib mal stehen. Bleib. Yes.